Welkom voor het nächste programma. Luti Renwoschen. Mijn naam is Gabrielle Kroon en ik freue mich, dass du dabei bist. Du kannst mich finden an YouTube oder du kannst mir auch über WhatsApp schreiben, mir Kontakt aufnehmen, wenn du Fragen hast oder wenn du einfach was nicht weiten willst, wenn du Gebet brauchen willst, du kannst mir sehr well schreiben. Sondern für den ersten Thema ist, weil ich kurz sagen, dass es Luti Renwoschen. Warum Renwoschen? Ich möchte dir das erste eine Frau stellen. Ich glaube, jeder Einzelne nach die Hand abwaschen. Wenn du willst in einem Hotel kommen oder in ein Restaurant kommen und du wirst da was Schönes essen. Aber du hast ein sehr gutes Essen bestellt. Das lädt sehr gut, bloß dort ist an eine schwedische Schiebe eingestellt. Was willst du glauben? Willst du das Schöne essen oder nicht? Ich glaube, die meisten würden lieber nicht essen. Wenn der schwedische Schiff merkt das Essen eklig oder das merkt das anerwünscht, das merkt die jeden an, dass die nicht das Schöne essen willst. Obwohl das Essen selbst sehr schön ist, aber der Schiff merkt die das Essen eklig. So, nu will ich die fragen, was willst du dann in den Hotel oder was immer Restaurant sein? Das erste, was wir glaube ich sagen würden, ist, wasch bitte rein ab. Gib mir das nächste Mal eine reine Schiff. Und ich glaube, so können wir mit uns Leben umgehen. Gott, der läuft uns. Seine erste Liebe ist alles, was wir brauchen. Seine erste Liebe ist alles, was er uns geben wird. So, das spricht über alles, was wir tun. So, was du von dir gelebt hast, du musst dich mit Israel, das Volk vergleichen. Dort wir in einer Situation, wo sie sehr weit arg gelebt haben, wo Gott eigentlich die ganz verspreit hat, wo sie alle verschiedene Leben deuten, wo sie in Sünden leben deuten. Und wo Gott mit einmal sagt, no, ich kann das nicht zulassen, dass mein Volk in so eine große Sünden lebt. Ich werde reinwaschen. Ich will dir was mir geben, dass sie dort leben, was er wirklich verehrt hat. Hesekiel 36, Vers 25 und wieder, du hast den ganzen Punkt beschrieben, wo Gott das Volk Israel reinwascht. Er sagt, ich will ihn reinwaschen, ich will das anrennen, das Schweinsche, uit ihn rütwaschen, uit das ganze Volk, jedem einzelnen seine Sinn, rütwaschen, und dann sagt Gott das nächste, ich möchte ihn ein neues Hort geben. Was meint das neues Hort geben? Ein Hort, dass wenn ich bloß mit das Aule blieben do, dann habe ich immer noch das Verlangen, das Schweinsche zu tun. Dann habe ich immer noch das Verlangen, da nur in mein Leben den Sinn frisch zu tun. So mein Hort muss ausgewechselt werden, das muss rein werden. So wenn du ein gutes Essen in ein Restaurant kriegst, aber der schief Schweinsch ist, so dann wirst du alles nie wollen. Dann wirst du nicht bloß eine neue Schief mit dasselbe Essen wollen. Dass du bloß das Essen raufschieben von der Schweinsche Schief in den Neuen. Und dann wirst du sagen, no, ich will Fuß auch frisches Eten haben. Ich will ein frisches, neues Eten haben. So, und das ist, was Gott auch macht von uns. Wenn wir verankommen, er will uns leben. Er will die leben im Leben, dein ganzes Leben wieder. Und da möchte ich dich fragen, wo weit lässt du Gott dein Hort reinwaschen? Lässt du bloß Buben eben waschen lassen und dann lebst du dein Leben wieder? Oder wirst du wirklich vor Gott kommen und sagen, Gott, ich möchte mit dir mein Leben aus einer reinen Schiff mit einem schönen Eten geben. Was meint das, der reine Schiff? Der reine Schiff ist alles, was ich tue, oder was ich sehe. Wo Gott mein Leben kann reinwaschen von alles, was ich vorher will, von alles, was hinter dir was ist. Wo du vor Gott kommst und sagst, ich will ein reines Hort haben. Ich will mich reinwaschen von alles, was ich mit mir tun habe. Und dann das Hort, das ist das Eten, das wird das wirklich Haft. Und du sagst, okay Gott, ich will ein neues Hort, damit all mein Verlangen von das Beise aus mir rausgeht. Wo du dem Gott sagst, Gott, wasch mich rein, wasch mein Hort rein, wechsel das aus und wasch mich einfach rein. Wo Gott die mocht leben, vollkommen leben. Wenn es Gott wird das vielleicht kriegt so gehen, als mir mit der Schweinsche Schiff
en dat eten. Wie wil dat ekelen? En dan mocht ik die ook meer aan. Zeg Gottes zijn woord, bid voor God en laat dein leven niet voor God gaan, dat du kannst een reine mens worden, dat du kannst niet het hart van God krijgen. God heeft die gewählt, om een zegen voor veel meer te zijn. Hij mocht die reinwaschen, niet bloos voor die, sondern voor al die mensen rond die ram. Ik mocht die aanladen met mij op te beden. Vader, ik zei die dankzij voor die genot, voor die liefde, dat du mij vergeefst, dat du mijn leven moest reinwaschen, dat in grootste ziel is mij te leven en mij rein te waschen. Ik mocht die voor dem Himmel bidden, dat du mijn leven neemt. Ik leg mijn leven in die hang. Wasch mij rein, wasch mijn hart rein, wechsel mijn hart uit, dat ik dat verlangen heb wat du voor mij bent. Ik mocht die zijn, wanneer du Frauen hast, du kannst mij wel schrijven en mocht God die en die Familie segnen.